wenn sich die Farben der Blätter langsam von grün ins gelb-orange verwandeln und der ganze Waldboden von einem feuerroten Teppich überzogen wird. Ruska. Die 6. von 8 Jahreszeiten in Finnland ist für viele Einheimische die schönste Zeit vom Jahr. Wir sind für eine Woche nach Eckeslampolo gekommen und tauchen ein in die farbenprächtige Herbstwelt vom finnischen Frühherbst. Hey und willkommen aus Finnisch Lappland. Ja genau, wir sind wieder mal mit Kon-Tiki im hohen Norden unterwegs und wir haben etwas ganz Cooles vor uns. Und zwar tauschen wir diese wunderschön grosse Cabin, die diese Woche ein unser Basecamp ist, ein gegen ein anderes Camp. Und zwar sind wir hier mit dem Rucksack und dem Schlafsack unterwegs für 2 Tage. Gehen wir hier in Illes Palace Nationalpark, werden dort in der Wildnis übernachten und da nehmen wir euch jetzt mit. Let's go! Begleitet werde ich auf diesem Trip übrigens ausnahmsweise mal nicht von der Meli. Dafür kommt mein Cousin, der Sammy, im Genuss von seinem allerersten Nordenabenteuer. Wir starten unseren Trip etwa 20 Minuten nördlich von Eckeslampolo, wo uns Elena, unsere finnische Tourenführerin, unsere Rucksäcke schultern lässt und uns endgültig entführt ins wilde Lappland. Wir wandern durch dichte Wälder, rotbraune Sumpfgebiete und entlang von kleinen, herzigen Tümpeln. Unser erstes Zwischenziel ist ein Fjell. So heissen die baumlosen Erhöhungen hier in Lappland. Von denen hat man nicht nur einen wunderbaren Rundumblick, wir erfassen auch das erste Mal, wie unendlich riesig die Wildnis hier oben ist. Der Pallas Ylläs Tunturi Nationalpark erstreckt sich nämlich über eine Fläche von mehr als 1000 Quadratkilometern. Wir sehen hier aber noch viel weiter in die Weite von Finnisch Lappland. Knapp 180'000 Einwohner bei einer Fläche von über 100'000 km ergeben eine Bevölkerungsdichte von 1,8 Einwohner pro Quadratkilometer. Mit 200'000 Rentieren auf der gleichen Fläche merkt man, dass die Natur definitiv noch Vorrang hat vor der menschlichen Zivilisation. Ja, wir sagen genau der richtige Platz für unseren Lunch. Es gibt Pasta, also genau das Richtige nach so einer Wanderung. Wir sind aber glaube ich erst etwa so in der Hälfte. Das heisst, wir haben immer noch ein gutes Stück vor uns, bis wir dann zu unserem Schlafplatz kommen. Aber hey, ich könnte ewig so weiterlaufen. Die Landschaften da sind einfach so wunderschön. Kommt mir vor wie irgendeinem Herr der Ringe oder Hobbit-Film. Einfach mega schön. Nach dem feinen Mittagessen lassen wir unsere Rucksäcke am Fuß vom nächsten Hügel und machen noch einen kleinen Abstecher auf den 469 Meter hohen Eckeskero. Dadurch geht eine der Hauptwanderrouten, zurück auf Eckeslampolo. Und tatsächlich sehen wir hier sogar mal noch andere Wanderer. Vom Eckeschero aus peilen wir dann unseren Schlafplatz an. Wir übernachten in einem Lavu. Das ist eine Art Unterstand mit einer Feuerstelle. Von denen gibt es hier in Lappland ganz viele und können von Wanderern als Unterschlupf für die Nacht gebraucht werden. Okay, wow. Ich habe nicht gewusst, wo die Hütte genau steht, aber dass sie an so einer exklusiven Lage ist, direkt am See, hätte ich nicht gedacht. Wirklich wunderschön. Und auch sehr gemütlich, sehr cozy sieht sie aus. Wollen wir mal schauen. Also wie gesagt, kann man hier oben noch zumachen, falls man wirklich winden. Dann ist das da. Unser Bett für die Nacht. Ja. Sehr gemütlich. Also für kuschelig. Kuschelig. Dann haben wir hier die Feuerstelle, da kochen wir nachher drauf kochen. Und ja, die Aussicht, wirklich nicht die schlechteste.
So, wie ihr seht, wird es langsam richtig dunkel. Es war aber auch schon 9:30. Von dem her geht es eigentlich noch. Ja, wir haben es hier recht gemütlich in unserem Hütchen. Vorhin noch eine Runde Yahtzee gespielt und die Elena macht jetzt halt gerade noch feine Pancakes zum Dessert. Mit frisch gesammelten Heidelbeeren direkt aus dem Wald. Ja, nachher geht es dann wahrscheinlich ab in Thaya. Es sei denn, wir haben das Glück und der Himmel macht noch mal ein bisschen recht auf, weil dann haben wir natürlich auch wieder die Chance zum Nordlichter zu sehen. Falls ja, dann erfahrt ihr das jetzt gerade und sonst geht es dann halt morgen wieder weiter. Ja, die Nordlichter haben sich in dieser Nacht leider wirklich keine mehr gezeigt. Dafür sind wir an diversen anderen Tagen diese Woche mit Sichtungen belohnt worden, die wir euch natürlich gleich nicht vorenthalten. Guten Morgen. Morgen. So, gut geschlafen? Ja, wunderbar. Nicht kalt gehabt? Ab und zu ein bisschen, aber es ist gerne. Ja, es war gut, wir konnten hier schön überall zumachen, den Wind ein bisschen wegbehalten und das ist eigentlich recht gut gegangen. Aber ja, ich bin schon noch ein bisschen müde, darum bin ich froh, dass ich uns den Kaffee. Nachher packen wir unser Zeug dann wieder zusammen und dann geht es weiter. Wir haben heute auch noch mal eine Etappe vor uns. Nicht im Ganzen so eine lange wie gestern, wir werden sicher auch wieder ein paar coole Sachen sehen. Und vor allem auf etwas bin ich sehr gespannt, aber dazu später mehr. Am ersten Tag waren wir noch 17 km weit unterwegs. Tag 2 gehen wir ein bisschen ruhiger an. Heute erwartet uns nur knapp 12. Das lässt uns nicht nur Zeit, um die schöne Natur noch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, sondern auch, um in einem der vielen Wilderness-Cafés, die es hier oben gibt, einzukehren und einen feinen Munki, die finnische Version von einem Donut, auszuprobieren. Ja, das Wetter kann sich heute noch nicht so entscheiden, was es will. Die Sonne ist zwar dafür gekommen, aber es ist auch leicht am Tröpfeln. Aber irgendwie passt es gerade ein bisschen zu diesem Platz hier, so ein bisschen mystisch. Wir sind hier nämlich jetzt in Ekasaivo oder so. Das ist eine alte samische Kultstätte. Hat ein Seele hier mit einer ganz spannenden Geschichte. Das können wir jetzt anschauen. Ich bin besonders gespannt auf den einen Felsen, den sie hier haben, weil der ist scheinbar früher dazu gebraucht worden, zum Opfer darbringen für die Götter. Die Geschichte von dem Platz ist wirklich einmalig. Die Sami, die hier früher gelebt haben, haben nämlich geglaubt, dass der See hier so tief ist, dass er ganz weit unten ein Loch hat und dass sich auf der anderen Seite die gespiegelte Welt der Geister befindet. Und wenn wenig Fische im See waren, hat man eine Opfergabe an diesem grossen Felsen hier gemacht, um die Geister zu besänftigen und dafür zu sorgen, dass die Fische wieder aus dem Geisterreich zurückkommen. Ja, wir könnten wirklich noch ewig durch die Wälder laufen. Aber irgendwann setzen wir dann doch zu unserer letzten Flussüberquerung an und steuern mit einem vollen Rucksack an Eindrücken und neuen Geschichten am Ende von unserem Abenteuer entgegen. Thank you. Yes. So, das war es von unserer 2-Tages-Wanderung. Hier hinten wartet schon der Antti, der uns wieder zurück auf Ekes Lampalo bringt. Also wirklich 2 mega coole Tage. Was war dein Highlight? Schwierige Frage, viele. Aber einfach die Wildnis, die schiere Schönheit von der Natur hier. Ja, mega. Also, ich glaube, am coolsten habe ich gefunden dort die Gratwanderung, wo wir wirklich über alles drüber haben gesehen. Aber auch heute war es mega spannend. Ja, können wir also definitiv nur empfehlen, die 2-Tages-Wanderung. Aber auch sonst, wenn ihr hier raufkommt im Herbst, wirklich eine mega schöne Jahreszeit. Und ich habe das Gefühl, es wird immer nur noch schöner. Wir sind fast noch ein bisschen früh da gewesen. Wenn es euch interessiert, was man hier alles machen kann und wie man die schöne Jahreszeit hier oben in Finnisch Lappland erleben kann, dann könnt ihr unbedingt mal vorbeischauen auf kontiki.ch. Wir packen dazu auch alle Infos und Links unten in die Beschreibung.
ja, hey Sammy, hat Spass gemacht mit dir. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, du kommst wieder mal mit. He? Ein anderes Mal. Voll. Und ja, mich sehen wir sicher hoffentlich auch bald wieder mal in einem nächsten Video, dann vielleicht auch wieder mit der Meli. Bis dann, habt euch Sorge, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Adieu.